gross oder klein. Ich war gäng ein Träumer gsi. Hab gäng gesagt, das Gute gewinnt schon. Hab gemeint, das sei so. Gölle ist der größte Mundartrocker der Schweiz. Schon als Junge träumte er von einer internationalen Karriere. Sein Traumziel heißt Australien. Wo sind meine Träume? Und wenn Hase begraben, wie komme ich von dem Trip? Wieder oben, immer 2 Schritte vor, einen wieder zurück. Auf dem Weg hinter mir brennt so manche Brücke. Sag, wo sind meine Träume? I'm not worried or hurried, they're all blind. I'm not fancy, I'm not full, I'm not red, white or blue. No, nothing, nothing at all, till I return to you. Return to you. When the world's gone crazy, there's nothing I can do but return to you. Im Balik-Studio spielen Gölle und seine Band die englischen Songs ein, mit denen sie Australien erobern wollen. Sie nennen sich jetzt The Deed. Es ist schon das 5. Mal, dass es Gölle auf Englisch versucht. Alle bisherigen Alben auf Englisch blieben erfolglos. Seine Mitmusiker ziehen trotzdem unbeirrt mit. Bei The Deed sind alle gleichberechtigt. Sie finanzieren gemeinsam den Traum vom internationalen Erfolg. Das Schöne ist, es ist wie früher, wo du die ersten Bands hast, in Schulzeit und in Stifte und nachher noch, wo einfach halt keiner Geld bekommen und jeder es eigentlich gemacht hat wegen seinem Traum. Und es ist jeder hier wegen seinem Traum. Du musst einen Traum haben. Wenn du Musik machst oder Kunst sonst malst, musst du einen Traum haben, weil das ist das, was dich treibt. Du musst eine Vision haben. Er fliegt. Er ist ein Flieger. Aber er kann auch extrem mit seinen schweren Bergschuhen ist er dann wieder schön am Boden. Lasst uns das so machen. Versuch das mal. Schauen wir, ob das funktioniert. Dann kümmern wir uns ums Nächste. Für dieses Album hat die Band einen Starproduzenten verpflichtet, Charlie Midnight. Er hat für James Brown, Joe Cocker und Britney Spears Hits produziert. Das haben wir, keine Sorge. Du bist so verschwitzt, das haut mich um. Das ist wahnsinnig gut. Wirklich? Ich kann es nicht beurteilen. Es ist ein toller Song. Es braucht auch Mut, trotz Misserfolgen wieder auf Englisch zu singen. Es braucht doch nicht Mut, sein Hobby zu machen. Das Fakt. Also das ist wie Güte fressen im Nest. Ja, das braucht nicht Mut, das ist einfach geil. Und ich, der noch vom Hobby leben kann, also ich bin auf der Baustelle besser als hier im Studio. Dort weiss ich wenigstens, was ich mache. Hier bin ich froh, wenn mir jemand sagt, was ich machen muss. Er ist immer so besorgt und dann macht er einen tollen Job. Das macht mich glücklich. Danke, danke. Ich gebe dir dann später einen Blowjob. Nicht mein Typ. Und ich müsste meine Frau fragen. You haven't seen him yet. Hey, You haven't seen him yet. hast du noch gar nicht gesehen? How will you know it's not your type, man? Could be. No, I'm looking at you. Ich sehe dich, das reicht mir. Ich mag hübschere. Lord. Ich habe nicht gerne Komplimente. Ich bin auch kein Weib. Also Weiber haben gerne Komplimente, dann musst du gegen den Schmaus geben. Ich habe das nicht so gerne. Irgendwie tut es mir wieder ein bisschen verlegen. Klar bin ich stolz, wenn der sagt, ja, ich habe schon mit denen und denen gearbeitet und du singst gut. Das ist schon noch cool irgendwie. Aber, ja. The thing about Gola is that Göller singt aus dem Gefühl heraus. he sings with pure emotion.
Ich will nicht, dass er auf intellektuell macht. Er ist so rein in seinen Gefühlen und es ist ihm so wichtig, was er macht, dass es einfach gut ist. Die Begeisterung dieser eingeschworenen Männergemeinschaft ist ansteckend. Irgendwie scheint der große Coup gar nicht so unmöglich. Einer, der weiß, was es braucht für den internationalen Durchbruch, ist Chris von Rohr. Es sind so 3 Säulen. Also erstens musst du mal einen unglaublich starken eigenen Song haben. Das ist das Erste. Dann musst du ein riesiges Charisma haben. Und am Schluss musst du ein Management haben, das das irgendwie einfädelt und die Griffe bekommt. Das kannst du nicht aus der Schweiz mit einem Telefon machen. Das geht jetzt einfach nicht. Oder? Dazu kommt, wie im Sport, Timing is everything. Wenn du nicht am richtigen Zeitpunkt am rechten Ort bist, hast du es gerade vergessen. So einfach ist es. Gülle sind schlechte Erfolgsaussichten egal. Gölles Hartnäckigkeit machte mich neugierig. Über sein Traumprojekt wollte ich einen Film drehen und verstehen, wie der Mensch und Musiker Gölle funktioniert. 6 Monate waren geplant. Es wurden mehr als 2 Jahre und fast alles kam anders. Typisch Gölle. Überraschend begann auch seine Mundartkarriere. Weisst du, Lachen, wenn ich's noch nie hab gesehen. Wo du bist, dort gibt's keine Tränen mehr. Und es gibt nichts, wo ich nicht mehr für dich. Du bist gut für mich. Seit ich dich hab gesehen, gibt's für mich keine Tränen mehr. Noch vor dem August hast du die Gitarre nur vorgeknübelt, wo du den Serval abbrätelt hast und schon lange nicht mehr an eine Karriere geglaubt. Und jetzt plötzlich ist es so richtig losgegangen. Macht das nicht ein bisschen Angst? Nochmal schon. Es ist einfach ein Lehren. Ein Lehren von was? Ja, mit dem ganzen Mist umzugehen. Oder? Ist das ein Mist? Ja. Was ist denn der Mist? Ja, eben zum Beispiel hier von Hocken, von Leuten, oder, die ich fast in die Hose scheisse. Ja, ich gehe! Ich sehe keine Menschen mehr, nur noch Schirme, Schuhe, Drücken. Der Himmel voll hoch, und es regnet, was es aber macht. Nur im Schaufenster vom Reisebüro scheint die Sonne nach. Was mich ein bisschen nervt, ist, dass ich meine Ruhe nicht mehr habe. Also alle wollen ja etwas von den Zeitungen, Fernsehen und so. Und das ist genau das, was ich nicht brauche, also der ganze Raum und drumherum. Spangen im Mund, Brüllen im Gesicht, Zöpfchen und schlecht im Turnunterricht. So manche blöde Witze hat sie dann über sich müssen lassen. Auf dem Schulweg ist sie gegen alleine gekommen. Und gegen wenn wir sie hoch eingenommen, hat sie die Geschichte erzählt vom grauen Enten. Und was es dann später ist, war. Ein schwarz-weißer Schnee, vergessen, was ist schön, Geld für gut. Tragen sie so weit, weil es keine Grenzen mehr gibt. Mit meinen Liedern alleine wäre ich nie hergekommen, wenn wir es nicht so gut hätten zusammen und sie nicht so super könnten jammen und die Weiber singen vom Sträubsten. Oh, das wird jetzt Birkenstock-Fundamentalisten wieder aufregen, wenn ich Weiber sage. Aber das meine ich ja nicht böse. Für was haben wir die Augen zum Schauen, wenn wir doch nichts sehen? Und Chore drüben, ja schon nicht mehr. So viel Leben im Dreck und niemand zieht sich draus. Vergessen, was ist schön. Lagen sie so wie uns keine Grenzen mehr gibt. Hast du sie gesehen? Zieht er sich immer ab? Nein, ist fertig angelegt. Sehe ich nicht mehr. Schade. Oh, da gefällt mir die Gülle. Das englische Album ist im Kasten. Jetzt packen Gölle und The Deed die Promoarbeit an.
Ah, gut. Deli, geht's gäbig? Ich kann jetzt noch kommen, ist typisch nicht so. Deli, Krebeli, alles klar. Ich will dich nicht umarmen. Der Videoclip zum neuen Album soll internationales Format haben. Auch wenn sie dafür tief in die eigene Tasche greifen müssen. Der Gülle Times, dass er bei 0 da vorne ist und anfängt zu singen. Und ein bisschen Leute noch. Ja, viele Leute. Viele Leute. 3, 2, 1. This girl's so mystifying, and I'm under her spell. We make love and it feels like flying between heaven and hell. Between heaven and hell. She's in love. She's a love machine. 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 Flying, I ain't lying. She's so good without even trying. No, I'm not afraid of dying if I go out in her arms. Das ist unglaublich. Also, very exciting. Also, das ist jetzt wirklich. Zuerst habe ich gedacht, ja, aufwendig und so. Aber wenn du natürlich drin bist, dann verzaubert es dich. Das ist unglaublich. Also, gell? Ja, beeindruckend. Ein Tag wie ein Traum für große Buben. Es ist auch ein Bubentraum, der diese Männer verbindet. Gülle, der Berner Oberländer mit Fernweh, lebt am Thunersee, keine 100 Meter von seinen Eltern entfernt. Die Pfeutis führten jahrelang ein Restaurant. Als Baby war das so ein liebes Kind. Auch als Kleinkind, bis so 10-jährig, war das einfach ein tipptopper Gil. So ein richtiger Schatz. Gib ein bisschen Liebe und sie kommt zurück zu dir. Du nur wegen dem wird auch gern. Gib ein bisschen Vertrauen und es kommt zurück zu dir. Es ist das alte Spiel vom Gell und Nein. Na, na, na. Hier wäre unser Restaurant, wo wir 30 Jahre drinnen gewohnt sind. Und da war der Marco Bebe, aufgewachsen und hier die Schule. Es hatte schon ein Handicap, in dem Sinn, dass wir eigentlich nie Zeit hatten, mit ihnen zu essen am Tisch. Oder? Um 12 Uhr ist unsere Bude gelaufen, da waren ein Haufen Leute. Und dann sind sie von der Schule heimgekommen, hatten Hunger, sind mit den Tauern zum Ofen gekommen und ich habe gesagt, geht dann, jetzt habe ich keine Zeit. Oder? Und dann haben sie dort ein bisschen später umgescheucht und gefragt, ob es etwas gibt. Und, ja, also zusammen essen am Tisch, das haben wir fast nie können. Das ist einfach vom Betrieb her nicht gegangen. Aber dann sind natürlich die sogenannten schwierigen Jahre gekommen. Wir sind manchmal am Morgen um 2 sind wir noch besuchen. Auf die Uni noch, so, was wir vermutet haben. Ich weiss noch gut, als ich jung war, 18 geworden bin. Wie mein Bär und mein Meer dann, keine Angst um mich. Angst, dass nichts wird aus mir. Angst, dass ich untergehe. Gut, haben sie dann nicht gewusst, wie recht dass sie dann hatten. Es kommt immer vor, seit doch erst gewesen und dabei ist das schon so lang vorbei. All der Whisky, Sex und Rock'n'Roll, eine grosse Schnurren und tagelang Bier voll. Alles ausprobieren haben wir nicht mehr, ich hab nichts losgelassen. Alles gerne. Und einmal ist er heimgekommen mit einer Schwangeren. Das war etwa 16. Und er hat gesagt, das ist jetzt meine Frau. Ja, sie ist Typ. Und Mutter und ich, uns hat das Tag gerade aufgestellt.
Mein Bär wollte dann uns zu verrecken, ins Hotelbusiness einsteigen, dass ich entweder Koch, Metzger oder irgend so etwas werde. Das habe ich um keinen Preis wollen. Ich habe gesagt, nie im Leben mache ich das echt. Das mache ich seit irgendwie 16 Jahren lebe ich in dieser Hurenbeiz. Das reicht. Und dann hat er gesagt, was willst du denn sonst machen? Und ich habe gesagt, Musik. Musik. Ich will nur Musik. Ich will weltberühmt werden. Dann habe ich gesagt, ja, berühmt werden. Hör auf. Ja, das kannst du vergessen, das ist nichts. Das ist brotlos, oder? Musik, das ist Witz, das ist für nichts. Und dann hat er gedacht, ja komm, der Typ ist auch noch nicht reif genug. Wir schicken den noch ein bisschen in die Schule. Hat er gesagt, willst du auf England? Oder? Dann kannst du später brauchen im Beruf Englisch. Und ich, yeah. Und dann am Flughafen gegangen ist, hat er gesagt, ja du musst ja nicht etwa meinen, dass ich wegen dir Englisch lerne. Ich lerne wegen der Musik Englisch. Wenn du jung bist, seit Jahren so lang, wenn du alt bist, vergeht die Zeit so schnell. Und du fragst dich, was in die Jahre auch her. Wenn du jung bist, seit Jahren so lang, wenn du alt bist, vergeht die Zeit so schnell. Und du fragst dich, was in die Jahre auch her. Im Hallenstadion singt Gölle auf Englisch zusammen mit seinen amerikanischen Helden, den Bellamy Brothers. Check 1, 2. Zum ersten Mal treffe ich Gölles damalige Partnerin Sibylle Marti. Eine seltene Gelegenheit, denn die beiden zeigen sich kaum gemeinsam in der Öffentlichkeit. Gölle, bist du mehr nervös, wenn dein Schatz dabei ist oder weniger? Ja, gell, die kenne ich jetzt auch schon lange. Die sind jetzt sowieso nicht gut gewesen, nachher oben. Ja. Ja, die gehen dumm. Es ist wichtig, dass Künstler kritisiert werden, oder? Sonst also irgendwann ab. Sind sie irgendwann im Himmel oben, dabei sind sie gar nicht dort oben richtig angelangt. Das ist die Aufgabe von der Hast du gehört? Die Aufgabe ist einen abholen. Einen abholen, du hast recht. Das kannst du also noch selber, für alles bin ich nicht zuständig. Das mache ich ja schon die ganze Zeit. Du kannst schon wieder mal heimkommen. Fürchterlich, fürchterlich. Must be a fucking bird up there. Must be the swan. Wait a sec. Yeah, got it. Swan is white as snow. The memories fade so slow. Yeah, beautiful wings carry her away to a better day. The swans on the east wish now. Ich finde den Gölle einfach geil, er sieht geil aus und er macht hammergeile Musik. Gölle-Fan? Warum? Weil ich ein Bürzer bin. Der Gölle ist einfach mega, weil das ist wie der Bryan Adams, aber Bryan Adams ist besser. Gölle und seine Fans. Das ist eine innige Beziehung. Der größte Gölle-Fan ist Andi Wiedmer. Für jedes Gölle-Konzert erhält er einen Backstage-Pass. Ein Privileg, auf das er stolz ist. Ich bin auch Bützer, arbeite auf dem Strassenbau und irgendwie, ja, ich finde den Werdegang extrem passend, nur Werbung für unsere Berufsgattung, die er gemacht hat. Und ich bin sehr stolz, dass jemand von ganz unten ganz groß rausgekommen ist. Das hast du schon noch ein bisschen im Hinterkopf. Weißt du, weil jetzt schon auf Englisch hast du dein Publikum schon ein bisschen gewöhnt auf Englisch? Ich habe das Gefühl, Gölle auf Englisch mit meinen Liedern, das will hier niemand. Meinst du immer noch? Nein, das spielt jetzt, aber das tut mir auch nicht weh, das ist mir wurscht. Ich bin selber Fan von Bands. Ich wollte ja auch nicht anders als sie kennen. Und das verstehe ich völlig. Ich bin auf keinen Mensch hässlich, der das Zeug nicht kauft. Das ist mir völlig das Normalste der Welt. Also als Gölle-Fan willst du Mundart und fertig. Wenn Eagles auf Französisch singen, kaufe ich die nie im Leben. Und das ist einfach normal. Aber sicher habe ich meine Träume.
Du wieder weiterverfolgen. Du hast es ausnahmsweise gut gemacht. Ausnahmsweise? Ist gut gewesen? Hat dir gefallen? Ist gut besser gewesen als der erste? Have a good one. I need a smoke. Ich bin Zimmermann von Beruf, komme aus Frauenfeld und einem schönen Thurgau. Und ich finde den Gölle geil, der Gölle ist super geil. Aber eins muss ich euch sagen, Bellamy Brothers, die sind der Hit. Ich finde den Gölle gut wegen den Tattoos. Weil er so ist, wie er ist, natürlich, menschlich. Und weil er da sagt, was er denkt. Und auf das stand ich. Er ist einfach so geblieben, wie er ist. Büzer, menschlich. Ist einfach ein geiler Sieg, wie man die Band sagt. Es hat selten, glaube ich, ein Schweizer Musiker seinen Fans so aus der Seele gesungen. Und wir in diesem Medien Zürich, wir haben das am Anfang überhaupt nicht begriffen. Wir haben es einfach nicht begriffen. Es war ein Phänomen, das hat man irgendwie in eine Schublade tun, statt sich damit auseinanderzusetzen. Ein paar tausend Leute vor dir sind, du merkst einfach, die haben jetzt eine geile Zeit. Da hast du einfach eine geile Zeit. Ja. Du hast ein Lachen, wenn ich vor dir ansehe, wo du bist, dann gibt's keine Tränen mehr. Es gibt Leute, die nicht mehr verlieren, du bist gut für mich. Seit ich dich ansehe, gibt's für mich keine Tränen mehr. 0 Franken Werbeaufwand, 0 Marketing. Und das ist wirklich vorbei an dem ganzen, an diesen sogenannten Meinungsmachern in Zürich, an diesen ganzen Werbefritzen, diesen ganzen Marketingfritzen, an uns Medienfritzen vorbei. Das hat dann plötzlich eine halbe Million Platten verkauft. Angänge Staub auf der Lunge, Dreck auf der Zunge, Pickeln tut schon lange im Willen. Gänge Staub auf der Lunge, Dreck auf der Zunge, bin draussen bis unten und schnell, weil ich ein Bützer bin. 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 Das bisschen Erfolg, den ich hier in der Schweiz habe, das ist ja nur Deutschschweiz. Eigentlich. Also es ist nicht einmal Tessin, es ist nicht einmal Weltschweiz. Also es ist wirklich nur das bisschen Deutschschweiz. Und das ist jetzt nicht ein Wahnsinnserfolg. Wenn man in der Schweiz in die Mundart-Szene schaut, ist das sicher ein grosser Erfolg, den ich hatte. Aber wenn ich denke, als ich angefangen habe, Musik zu machen, mit 12 oder so, dann wollte ich weltberühmt werden. Und das habe ich noch nicht geschafft. An dem arbeite ich noch. Das Wahnsinnige ist ja, wenn es dann passieren würde, dass der Gölle plötzlich Millionen CDs auf der ganzen Welt und Amerika ein Star wäre, es würde ihn ja straussen. Er, was ihm schon schlecht wird, wenn er irgendwo im Berner Oberland vor einem vollen Saal muss gehen, wo dermassen Lampenfieber hat. Und ja, das ist ja das Verrückte an ihm. Den Erfolg suchen und kaum kommt der Erfolg, gibt es ihm ja fast wieder etwas. Und er kann nicht damit umgehen und es stresst ihn und er will wieder «Lass mich in Ruhe» und er will wieder ein Privatmensch sein. Gib nicht auf, geh, und wenn's noch hätte kommt. Mit dem Gring dort wann, mach eine Faust aus der Hand. Zum Aufgeben gibt's keinen Grund. Das geplante halbe Jahr ist längst vorbei und Australien noch immer weit weg. Das neue Album und der Videoclip bleiben in der Schublade. Aber heute ist ein guter Tag zum Reden. Im Freien kann ich zum ersten Mal mit Gölle über Gott und die Welt sprechen. Ein Stichwort genügt. Liebe. Hey, Liebe. Ja, Liebe. Es gibt ein Verliebtsein und das ist auf 100 chemische Reaktion. Also, da immer die Schmetterlinge im Bauch, die sind gerade am Anfang und dann kommt irgendein Alltag. Und dann muss man etwas aus dem machen. Aber was, das ist noch schwierig. Ja. Du müsstest der Experte sein, du, der Liebeslieder schreibst. Ah, um Gottes Willen. Man schreibt noch Menge Zeug und hat keine Ahnung davon. Angst. Ja, was einem heute Angst macht, ist
ist eigentlich, wenn du Kinder hast, gibt es eigentlich nur Kinder. Da hoffst du, alles, was du Angst hast, ist, ob die auf den richtigen Weg kommen, ob es ihnen mal gut geht, ob sie auch noch etwas haben von dieser Welt oder nicht. Oder ob alles am Arsch ist in 20 Jahren, wo sie in ihre Scheisswelt müssen und zu überleben kämpfen. Das ist eigentlich das, was ich Angst habe. Sonst, ja, mehr als sterben kannst du nicht. Auf dem Küken. Also Angst habe ich nur um die Kinder. Beten? Nein, nein, da früher müssen. Das ist für nichts. Ich sage Danke. Vielleicht ist das etwas Ähnliches. Aber ich komme viel am Abend heim, ich komme ja viel spät heim noch. Und dann gibt es bei uns aber viel, weil wir eben nicht so viel Licht um die Hütte haben. Du siehst eben oben die ganze Milchstrasse und Millionen von Sternen und so. Und dann sage ich viel Merci für alles. Bevor ich in die Hütte gehe. Dann schaue ich so hoch und denke über das Leben nach und das Glück, das ich bis jetzt hatte. Dann sage ich viel Merci. Aber ich weiß eigentlich nicht, woher. Das jagen ich einfach in die Sterne raus. Ja. Ein grosser Geist. John Bon Jovi, ich habe mal ein Video gesehen, ich glaube sogar in Zürich trägt. Ich glaube, letztes ist das Zürich, wo offen ist und gross und so. Ja. Und aus dem Heli raus. Und ich dachte, Gott verdammt, das hätte ich auch mal. Ist alles grau und nass. Man sieht keine Menschen mehr, nur noch Schirme, Schuhe durch Gas. Der Himmel voll Wolken und es regnet, was es abmacht. Und nur im Schaufenster vom Reisebüro scheint die Sonne an. Ich will zum Glück von mir mit dem Mut, du gib mir weg. Jeder sagt noch in der Mond, jeder sagt noch die Sonne. Ich bin Glück noch over davon. Einfach over davon. Das Thuner Konzert ist ein großer Erfolg. Die Kasse ist wieder gefüllt. Jetzt werden Reisepläne geschmiedet. Das Wetter empfangen. Ich bin recht stolz, weil er es geschafft hat. Er hat sein Ziel gepackt, hat es gemacht und hat es erreicht. Ja. Vorbild ist er schon, wegen dem Musikzeug und eben Bauen und alles. Wenn man kann sagen, Vorbild so als Sturkopf, wenn ich etwas mache, dann mache ich es. Das ist so. Merci, ja. Merci, ja. Immer gerne für dich. Jetzt hören wir mit der Scheisskombi. Langsam beginne ich zu verstehen, was das Phänomen Gölle ausmacht. Gölle ist kompromisslos, wenn es um seine Träume geht. Dafür bewundern und lieben ihn seine Fans und seine ganze Umgebung, Mitmusiker und Manager. Vor allem weiß er, wie man Träume auslebt. Das will ich miterleben. Don't know where I've been this year. Got a lot of miles, but I went nowhere. Got a shaky hand and an empty glass, and a big black hole that I call my past. September 2011. In Australien ist Frühling und endlich ist es soweit. Gölle und sein Manager wollen das englische Album unter die Australier bringen. Wir haben sowieso gesagt, wir machen es ein bisschen piratenmässig, diesen Trip. Also, die CD kannst du hier gar nicht kaufen. Alles, was wir eigentlich probieren, ist
dass die Leute mal unsere Musik kennen und mal wissen, wer der Deed überhaupt ist. Und von dem her gesehen gehen wir sowieso näher bei den kleinen Radiostationen, die auf dem Weg sind, vorbei, sagen heute Hallo und drücken ein paar CDs und T-Shirts in die Finger. Looking out across this town kinda makes me wonder how all the things that made us great are left so far behind. This used to be a peaceful place, decent folks, hard-working ways. Now they hide behind locked doors, afraid to speak their mind. Wir sind bloß auf Promotour rund um Australien. I think we need a gunslinger, and there'll be justice all around. No. Okay. Thank you very much. No worries. Have a good one. Someone let the fences go while that bunch moved in, you know. Shooting up the streets, shouting everybody down. The dogs all running loose. Read the paper, closed the school. Thanks, boys. Tired old judge got roughed up too. No one left to make a stand. They whisper, what's the use? I think we need a gunslinger, and there'll be justice all around. Good morning and welcome to 88.3 Southern FM. You are listening to the right side of the bed this morning with Jessica. Guten Morgen allerseits. Nach den Nachrichten haben wir eine Gesangssensation bei uns im Studio. Den Schweizer Rockstar Gölle. Wie geht's? Ganz gut. Guten Morgen allerseits. Du willst also, dass man die Musik von Gölle and the Deed auch hier in Australien hört? Also ehrlich gesagt mache ich diese Promo nicht, damit ich berühmter werde. Ich mag berühmt sein gar nicht. Ich liebe einfach die Musik und möchte, dass die Musik von The Deed gehört wird. Auf Englisch, nicht auf Schweizerdeutsch. Golar is his name and he's come to visit us in Australia, including here at Power FM. Dieser Mann ist ein Superstar und das Album seiner Band ist schon lange auf Platz 1. Er hat nur einen Manager und ich habe nur einen Künstler. Das ist schon eine intensive Zusammenarbeit. Und vor allem so in der Konzeptphase redet man viel. Wir fahren da sehr viel zusammen Auto. Mir geht es eigentlich auch nur darum, meine Träume zu erfüllen. Und das ist nicht irgendwie materiell, sondern es ist wirklich, Leute zu berühren. Der Australien-Trip ist eine Männerreise. Görles Sohn Mike ist dabei. Ein Fotograf und ein eigenes Filmteam dokumentieren das australische Abenteuer. In 2 Monaten nehmen sie 22.000 Kilometer unter die Räder. Einmal rund um den Kontinent Australien. Während 10 Tagen begleite ich die Gruppe mit meinem Team. Jeden Tag zieht der Gölle-Clan weiter. Schon im Morgengrauen geht's los. Mike, hast du deinen Dreckpost schon drin? Nein. Heute schon. Weißt du das wirklich? Nein. Dann tut schon die beste Stunde. Und noch da hinten ist es. Geht aber nur einer. Das Reisen selber, das gefällt mir selber auch, weil ich bin auch mein ganzes Leben lang immer reisen mit dem Vater zusammen. Ist zwar lang her,
das Reisen immer. Zum Beispiel, ich war auch schon mal in Australien, früher. Das war dann 3,5-jährig und ich bin mit ihm alleine da durch so Dirt Roads gefahren und so. Dann habe ich natürlich schon gerne geschaut, dass ja nicht irgendein kleines Viech, kein Zäckchen und gar nichts. Also von der Grossen ist ja klar, dass man auf die aufpasst, aber ich habe wirklich gedacht, es darf nichts passieren. Oder? Ich bin alleinerziehend. Und wenn dem etwas passiert, oder, bin ich schuld. Der Vater ist eigentlich auch der beste Kollege vom Sohn, kann man so sagen. Und die haben schon zusammen, und auch mehr. Ich bin dein Vater und auch mein Sohn. Komm so, nicht tot, mein Sohn. Ich schwöre, ich gehe für dich durchs Feuer. Nichts ist mehr für dich zu tun. Yeah! Du lachen mit mir. Das ist nicht cool, ne? Ja, lachen. Das ist viel cooler, wie du. Nein, lachen. Jetzt kommt es. Ja, also ich bin ja vorhin dort mit ihm gestanden und er hat gesagt, mit 20 bin ich hier das erste Mal gestanden, wo ich keine Ahnung hatte, dass ich mal mit dir wieder da stehe. Das ist noch cool. Oder? Ja, plötzlich stehst du mit deinem Gil da, wo du dann keine Ahnung hast, was alles noch passieren wird im Leben. That's it. Was willst du noch? Ich bin dein Vater und auch mein Sohn. Komm, was will, nicht tot, mein Sohn. Ich schwöre, ich gehe für dich durchs Feuer. Nichts ist mehr für dich zu tun. Zum Übernachten müssen 2 Zimmer für 7 Leute reichen. Eines für Schnarcher, ein zweites Zimmer für Nichtschnarcher. Man gibt sich mit wenig Komfort zufrieden. Einfach reisen verspricht das bessere Abenteuer. Humble foot and I were reaching for the sky, yeah. And ended up halfway to Vegas, trying to get by. Sie stark Spinnhoppel abweddeln, wie es Küngel so Lunten anhängen und jagen sie im Wald. Dann brennt der Hügel ab und dann kann es bauen. Das ist voll wahr. Ehrenwort. Da ging so Tierli-Geschichten, weißt du? Da mit dir. Katerstimmung am nächsten Morgen. Noch mehr als sonst spüre ich, dass ich als Frau die Männergemeinschaft störe. Und prompt kommt das Thema Mann-Frau zur Sprache. Männlich ist für mich, wenn man Mann ist. Mann und Frau sind wie Tag und Nacht. Das ist wie heiß und kalt, Eis und Feuer. Ein Mann hat Gene und die sind aggressiver zum Beispiel als Frauen Gene, oder? Und das ist schlecht, wenn man das probiert zu unterdrücken, oder? Heute probiert man schon aus Gielen Weiber zu machen. Ja, es ist schlecht. Die sollen lernen kochen. Und die Männer sollen werken. Die Männer sind halt mehr ruhiger und lachen und schnurren vielleicht viel und erzählen Scheissdreck mit Kollegen, oder? Ja, ich erzähle recht viel Scheissdreck. Ja, sicher, das muss echt so sein. Ich will mein Mann sein ausleben. Die ganze Leben lang höre ich seit meinem halben Leben, 20 Jahre, höre ich nur noch Frau sein ausleben, Frau, überall Fußgängerinnen und Leserinnen und überall ist innen. Ja, es regt mich auf. Ich bin kein Innen. Oder? Was findest du, Männer kommen zu kurz? Ja, langsam kommen wir zu kurz, auf alle Fälle. Da stehe ich voll dazu. Also ich nicht. Ich lebe mein Ding. Aber ich finde einfach, es ist ein bisschen die falsche Richtung, wenn man probiert, ja, Gielen und Mädchen gleich zu machen. Das werden wir nie sein. Oder? Kein Wunder ist alles schwul. Wenn sie schon in der Schule anfangen. So. Also, ich habe ein Duett mit meinem Held von Australien. Das ist eigentlich der grösste, den sie gegeben hat, Jimmy Barnes. Jimmy Barnes ist der australische Working Class Hero. Die australische Version von Gülle.
Bisher hatte Gölle nur virtuellen Kontakt zu seinem Helden. Persönlich hatte er Jimmy Barnes nie getroffen. Bis die unglaubliche Geschichte geschah, die er uns begeistert erzählt. Und dann auf dem Weg dort haben wir einen Kaffeestopp gemacht. Ein bisschen über Australien geschnurrt. Ja, ich gesagt, eben Jimmy Barnes ist mein Held. Oder es ist ein Duett drauf da, oder? Mit dem. Und er, ja, der war nicht da. Und dann habe ich, nein, das ist aber nicht wahr. Just go to the pub and say, where does Jimmy Barnes live? And they should be able to tell you. Cool, thanks. Probably about half an hour ago. No, come on. Jimmy Barnes? But yeah, he just left. He just left? Yeah. Er sagt, ihr seid vor 5 Minuten gegangen. Dann, oh, Scheiße. Dann sind wir dort in die Store reingefragt. Also bin ich rein. Dann, als ich meine Frage stelle, kommt so ein grosser Sicht zur Tür rein, gehört das, gell? Und sagt, was, Jimmy? Ah, ja, Jane, seine Nummer noch. Seine Frau, Jimmy, seine Frau, heißt Jane. Ich gesagt, das ist aber nicht wahr, oder? Kannst du dir anrufen, oder? Hat die Jane angerufen? Und sie schickt Jimmy durch, er soll uns holen. Dann kommt der mich sagen, hey Sally, ciao, wie geht's? Zeug, komm, hinten nachfahren, wir gehen zum Meer ziehen. Dann sind wir zu ihm, da bleibt schön, so schön am Fluss. Hammer. Das geht's gar nicht, oder? Das ist besser, wenn ihr seid nicht. Ohne Anwalt und ohne etwas. Das ist schön anständig, ja? Ich habe gerade Jimmy das E-Mail von Charlie gezeigt. Er schreibt, dass ihr in Australien seid. Wir wollen aber nicht stören. Wir waren bloß am Rumhängen. Wollt ihr Tee? Kaffee? No. Tea, coffee? No, I'm fucked up. Nein, ich bin fix und fertig. Nicht zu glauben, ich sitze neben dir. That's hilarious. Take my hat off. Ganz Trip ist ziemlich magisch. Also. So many wishes that came true, and so many that did not. Friends and places I remember, and the ones that I forgot. After it's over, after all my days, after it's over, after the raising hell and crazy ways. Einen Monat nach seiner Rückkehr von Australien besuche ich Gölle im Berner Oberland. Ich will von ihm erfahren, wie erfolgreich seine Australienreise war. Aber im Moment beschäftigt ihn etwas ganz anderes. Hey! Kaffeesaufen. Hallo! Was ist denn mit dir passiert? Du bist so dünn. Dünn? Es tut mir leid, dass es nicht mehr geht. Dass der Weg, den wir eingeschlagen haben, hat versagt. Und den nicht mehr haben, den nicht mehr gesehen, tut weh. Es tut mir leid, dass es nicht mehr geht. Dass unser Traum, die Welt und alles um uns zusammengeht. Liegen da, wenn dein Herz bleibt, ich stehen. Auch wenn ich weiss, dass es irgendwie Kann ich schauen? Gut. Bist du bereit? Ja. Ich bin auch noch ein Mensch. Ob jetzt geht oder nicht, das spielt keine Rolle. Oder? Und mir geht es genau gleich beschissen wie allen anderen auch. Keiner liegt gerne alleine im Nest. Man fährt immer wieder von vorne an und beide sind zu oberst oben und dann rammelt man aufeinander oben wie Küngeln. Eine Zeit lang und dann nimmt das ein bisschen mehr ab und zwischendurch geht man dann halt nur noch müde ins Bett. Und irgendwann ist wahrscheinlich der Ofen einfach aus. Männer, die rennen im Stillen für sich. Ja. Aber wenn du würdest heulen, wär's dir nicht gleich? Das wäre peinlich. Wieso? Ja, wieso? Also, das ist ja jetzt keine Frage, oder? Ja, das machst du einfach nicht. Als Mann willst du so erzogen oder dann bist du auch von den Genen her so, dass man einfach keine Schwäche zeigt. Das ist einfach so. Das ist wie bei den Tigern, die können ja, Leute, die können ja auch keine Schwäche zeigen. Oder? Sonst verlieren sie. Ja. Wenn man denkt, wie das gestartet ist, dass ihr alle so gesagt habt, hoffentlich, also wir hoffen alle, dass es in Australien und grossen Traum verwirklichen. Wie ist denn das jetzt für dich? Ist das ein Scheitern oder ist das für dich... Nie im Leben. Wir sind ja gesehen, sie spielen es ja im Radio, was willst du noch mehr?
Also ich glaube, irgendwo sind wir, wo wir sind gegangen, nachher haben wir etwas vernommen, dass wir auf einer Hot Rotation sind von 32 Radios, also was willst du noch mehr? Das ist ein hoher Erfolg. Ich bin nicht ein Politiker, der etwas probiert, schön zu reden. Für mich war das etwas vom Geilsten in meinem Leben, was ich bis jetzt gemacht habe. Allzu lang mag er aber nicht reden. Vorbei ist vorbei. Bin ich ein Ätzli-Mensch. Da geht er lieber und kocht Mittagessen. Hey, schau mal, der scheiß Wind. Gott, verdammt, schau jetzt. Alles über den Scheissdreck kommt. Nein. Das Wichtigste in der Berner Oberländer Küche. Matti, Aromat und eine Tube Mayo. Immer wichtig. Kilo Anken. Schon ein bisschen gut durch, oder? Ja. Ich gerne so al dente kacken. Rühren, dass das saure Scheisswasser aus den Löchern rausgeht. Viel Anken muss man gerne drin tun, so habe ich gelernt mit Bär. Schmeckst du es? Trank. Die Schweizer haben immer die Tendenz, die Latte zu wenig hoch zu setzen. Oder? Und das finde ich bei ihm gut. Aufsetzen, die Latte. Extrem hoch. Du die probieren zu messen mit den Chefen. Weil dann willst du in dem Innen, wo bist, stärker. Oder? Als wenn du einfach nur der Schweizer Konkurrenz stellst. Oder? Und das habe ich eigentlich bei ihm okay gefunden. Also, dass du einfach sagst, du, ich will neben dem sicheren Mundarterfolg, den ich habe, setze ich noch auf die internationale Karte. Auch wenn die Chance vielleicht ganz minim ist. Aber ich finde das gut. Einfach live your dream, that's it. Trotzdem staune ich, dass Gölle nicht enttäuscht ist. Der Traum schien ihm so wichtig. Langsam ahne ich, dass es ihm vielleicht nicht darum geht, sein Ziel wirklich zu erreichen. Weiterträumen ist sein Motor und unvergessliche Erlebnisse sammeln. Wenn er gerade ganz unten oder ganz oben ist, dann schreibt er, direkt aus seinem Leben für seine Fans. Herzschmerz und Liebesglück. Im Liebeskummer hat Gölle mehr als 30 Mundartlieder geschrieben. Und wieder ist er mit denselben Musikern im selben Studio. Diesmal ohne Starproduzent. Wir treffen uns um 10 Uhr. Dann, meistens weiss er schon, welchen Song er machen will, oder er singt vielleicht 2, 3 Songs vor auf der akustischen Gitarre. Ich glaube nicht von diesen Früchten, blockieren die Treulosen. Ich versuch, das ist nicht mein Stil. Höre nicht aufs Schwätz von den Leuten. Aber wenn du mit rausgehst, Baby, garantiere nicht für nichts. Und dann Solo-Part. Und dann finden wir relativ schnell, wenn wir Glück haben, eine Richtung oder wir haben schnell eine Idee, die wir mal ausprobieren wollen. Und mit ein bisschen Schwein funktioniert dann die auch. I did not wake up this morning. Schlussendlich gibt Gölle innerhalb von 2 Monaten gleich 2 neue Alben mit Mundart-Songs heraus. Yeah. Und Enge und Dämone 1 und 2 erobern sofort Platz 1 der Hitparade. Again? Das englische Album ist bis heute unveröffentlicht. Der ist alles vorbei. Alles, was wir hatten, ist mir am Arsch vorbei. Ich schaue dich nie mehr nach, kannst leben ohne mich. Musst wissen, dass ich gehe, wenn du mir nicht treu kannst sein. Wenn du hast gesagt, du bist treu. Und für dich gäb's nur uns 2. Bist du zufrieden, wie es kommt? Ja, sicher. Ich bin immer zufrieden. Was sonst? Kein Künstler. Ein komisches Problem. Was denn? Was bist du denn? Und einfach so ein Dorftrottel, das Freude hat, Musik zu machen.
Gölle ist nicht nur zufrieden, er ist frisch verliebt. Dank euch kann ich auch immer eine Familie kommen, wenn mein Privatleben wieder mal der Bach ab ist. Und vielleicht habt ihr es ja mitbekommen. Ich fange noch mal ganz von vorne an. Das ist für die Heidler. Du, ich weiss nicht was, dir sollte anders sein. Weisst nicht, warum ich dich gern hab. Hab dich gern für das, wo alles noch kommt, du ich. Liebe dich für alles, was wir schon hatten. Ein Grund, dass ich so verschossen bin. Du bist schön für mich und das ist alles, was zählt. Für mich bist du schön, schönste auf dieser Welt. Hey, 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 hey. Ich muss schon etwas haben, ganz weit weg, auch wenn ich es vielleicht nie erreiche. Wie das Licht in der Nacht, das halt kilometerweise entfernt ist. Und das behaltet mich am Laufen. Doch ein Grund, dass ich so verschossen bin. Du bist schön für mich und das ist alles, was zählt. Und nicht ganz überraschend soll es für lange Zeit wieder mal das letzte Gölle-Konzert sein.